Mm. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne etwas von den Weltmeisterschaften von LoL eSports weitergeben. Das wäre heute das Thema vom HUD. Also von all diesen Sachen, die man auf dem Bildschirm wird sehen während der Worlds. Das wird dann in echt so aussehen. Das heisst, man sieht das Spiel in der Mitte, um was gerade läuft. Und ringsum hat man die ganzen Anzeigen. Zack, da bin ich wieder. Gut. Das Ganze funktioniert so. Als erstes sehen wir oben die zwei Teams, die gegeneinander spielen. Das wären jetzt da Sunning und Damwon, die letztes Jahr im Worlds 2020 gegeneinander das Finale ausgetragen haben. Unterhalb von ihrem Namen sieht man da die 3 Punkte. Das bedeutet, wie viele Spiele sie in der Serie schon gewonnen haben. Da das erste Spiel ist, hat noch keinen Punkt. Und der zuerst aber am Schluss 3 Punkte gefüllt hat, der hat das Finale jetzt in diesem Fall gewonnen. In der Mitte da sehen wir die Zeit, wie lange das Spiel schon läuft. Und oben dran sehen wir gerade, wie viele Kills schon gefallen sind in dem Spiel. Das heisst, Sunning hat bis jetzt einen Gegner getötet. Rechts davon sehen wir das Gold, was jetzt dann gerade auf 20.000 geht. Das bedeutet, das ganze Team hat schon 20.000 Gold verdient. Aufteilt auf die 5 Mitglieder. Rechts davon sieht man die Türme. Da sieht man, wie viel Anzahl Türme schon zerstört worden sind. Also im Moment noch keine. Da unterhalb auf dieser Seite, gerade da, sieht man, welche Drachen schon gefallen sind im Spiel. Wenn man 4 Drachen getötet hat, als ein Team, dann gibt es einen speziellen Buff. Und jetzt sieht man, Damwon hat schon den Wulchendrachen und den Erddrachen getötet. Und dann sieht man gerade da hinten, als nächstes spawnt der Feuerdrache in 2 Minuten 47. Und in 7 Minuten, also in 6 Minuten 57, spawnt der Baron. Da auf der Seite sieht man die beiden Teams und ihre Champions. Die sind geordnet von Toplane, Jungle, Midlane, ADC und Supporter. Wenn man das genauer anschaut, sieht man da zum Beispiel oben den Wukong, Stufe 11 im Moment, hat noch volles Leben in grün und Mana hat er schon ein bisschen gebraucht im Brau. Oben dran sieht man gerade noch die ultimative Fähigkeit, hat er ready und ist nicht auf Cooldown, wie gerade beim Shen unten dran, wo das Uhrli abläuft. Dann rechts davon sieht man seine Beschwörerzauber, das wäre in Gel der Flash und in Violett der Teleport. Und unter dem, auch als, sag jetzt mal, kleine Axt erkennbar, ist seine mächtige Schlüsselrune, die er ausgesucht hat, die bei allen Champions ein bisschen anders kann sein. Dann da, zack, sieht man die Minimap. Dort sieht man gerade, wo sich alle Champions aufhalten, wo das man Vision hat, also wo das man Sicht hat und wo nicht. Dort, wo keine Sicht ist es grau. Dann sieht man, wo die Minions auf den Maps stehen und ob schon die Türme zerstört worden sind oder ob noch Platings rum sind. Dann haben wir die 2 hübschen Kerle da. Dort sieht man der Reihe nach, immer von Top nach Botlane geordnet, sieht man Champions. Also Champions, natürlich die Champions spielen, die jetzt da der Angel und der Showmaker sind. Und man kann anhand von ihren Reaktionen auch diverse Plays erkennen, ob sie sich freuen oder nicht, oder ob sie einfach verrückt sind. Haben wir alles schon gesehen. Dann haben wir das Fenster hier hinten, das da. Dort ist normalerweise das Logo von Riot und Werbung drin. Da ich das aber nicht zeigen darf, ist im Moment einfach etwas drin. Ja, und dann noch zum letzten Fenster, das in der Mitte. Das ist jetzt gerade gut. Da sehen wir in der Mitte die Champions. Und wenn jetzt einer tot ist, wie jetzt da gerade oben der Wukong, dann sehen wir den Countdown, wie lange das geht, bis er zurück am Leben ist. Dann nebendran sieht man, wie viele Minions das sie getötet haben und kann gerade den Vergleich zu seinem Lane-Gegner ziehen. Da im zweiten Fenster sieht man Kill, Deaths und Assist. Also wie viel das ein Champion getötet hat, wie viel dass er selber gestorben ist und wie viel dass er dabei war. Das heißt zum Beispiel beim Jungler, beim Shen, beim zweiten, der hat 3 Gegner getötet, hat 0 Tod, also ist nie gestorben und 1 Assist. Und weil er so gute Stats hat, sieht man oben dran gerade die 300 Gold. Das ist der Bonus, den der Gegner kriegt, wenn er den Shen tötet. 2 weiter sieht man die Items. Die Items, die ein Champion gekauft hat oder Teil-Items, die dann zu ganzen Items ausgebaut werden können. Ganz hinten da sieht man noch den Vision Score und die Vision, also die Wards, die sie haben. Dann sieht man gerade, ob der Ward ready ist.
also wie man ihn gerade brauchen kann. Die Zahl, die ihr hier seht, ist der Vision Score. Der wird folgendermaßen ausgerechnet. Es ist recht komplex, aber ja, eigentlich das Grundlegende ist, dass wenn ein Wart gestellt wird, wird pro Minute, wo der Wart dort ist jetzt bei einem normalen Wart 2,5 Minuten, gibt es 1 Punkt. Wenn man einen Wart von einem Gegner kaputt macht und der zum Beispiel schon 1,5 Minuten da ist und nach einer Minute läuft, gibt es auch 1 Punkt, weil man 1 Minute Vision denied, also kaputt gemacht hat. Ja gut, das wäre es eigentlich schon gewesen mit der ganzen Erklärung. Falls ihr zu einzelnen Themen gerne noch mehr Erklärungen habt, dürft ihr euch gerne melden. Und sonst kommen wir immer weiter hinaus. Dann freue ich mich, euch wieder zu sehen und wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ciao zusammen!